Du definierst für deine Familie, was Priorität hat. Und für mich, ich kann das fast nicht trennen. Weißt, nicht einmal Kirche, sondern der Glaube und dann Beruf, Privatleben. Weil der Glaube geht ja in alles sicher. Der ist überall. Und schlussendlich, du sagst immer, wie viel Priorität es hat. Und das gibst deinen Kindern weiter, das gibst deiner Familie weiter. Herzlich willkommen zum Let's Talk. Let's Talk ist ein Format, wo wir hier neu starten, neu probieren und eigentlich über Themen reden, die auch immer wieder an uns als Pastorenteam hergetragen werden. Themen über Beziehung, wie höre ich die Stimme von Gott, warum soll ich heiraten, wie rede ich mit Gott, wie kann ich am besten die Bibel lesen, warum soll ich das oder dieses machen in meinem Leben und so weiter. Die Themen sind sehr breit und wir wollen im Let's Talk probieren, auch gerade über die Fragen, die an uns als Pastorenteam hergetragen werden, probieren hier in einem Talk-Format zusammen ein bisschen Antworten herauszufinden. Das erste Let's Talk, das wir jetzt machen, hier geht um das ganze Thema Beziehung, Ehe, Freundschaft, wieso soll ich heiraten, warum, dieses und jenes und eins. Und dann haben wir ein bisschen über das ganze spannende Thema Ehe, Beziehung, Familie und Kinder. Heute probieren zusammen ein paar Antworten herauszufinden. So eine von vielen Fragen, die immer wieder kommt, ist, ja, ihr baut Kirche, gebt Gas für den Gott im Himmel. Auf der anderen Seite habt ihr eine Familie. Wie bringt man das unter einen Hut? Oder wie kann man das Ganze zusammenbringen? Ja, das ist so ein bisschen die erste Frage. Familie, was ist uns wichtig? Wie können wir das Ganze mit der Kirche, mit unserem Glauben, mit unserer Überzeugung, ja, wie zusammenbringen, so, ja, dass wir unserer Leidenschaft folgen können, aber auf der anderen Seite auch die Familie nicht zu kurz kommt daheim. Ich werfe die mal so in unsere Runde. Also das Erste, was ich sehr spannend finde, ist, dass oftmals Leute das Gefühl haben, wir bringen immer alles unter einen Hut. Das läuft immer super. Ist das nicht Nein. Für alle, die jetzt abschauen. Nein, das ist ja logisch. Oder wir probieren unser Herz zu teilen, am Sonntag oder was auch immer. Und da tut man auch nicht immer alle aktuellen Prozesse, vielleicht der Samstag, wo in die Hose ist oder was auch immer, zu teilen. Aber das ist, manchmal gelingt ja das und manchmal auch ein bisschen weniger. Aber es gibt so ein paar Sachen, glaube ich, die wir schon mit der Zeit auch schon ein bisschen lernen oder auch ausprobieren, dass wir wirklich wie die Sachen auch ein bisschen verbinden können. Also, dass wir nicht wie sagen, das ist die Familie, die hat nichts mit dem zu tun, was wir sonst machen. Und das, was wir sonst machen, dort darf man nie auch irgendwo sagen, wenn es vielleicht bei der Familie herausfordernd ist oder was auch immer, sondern sehr authentisch unterwegs sein. Und das merke ich, das ist schon für mein Herz gut, wie nicht das müssen gegeneinander auszuspielen. Aber es ist immer wieder, glaube ich, das könnte ich auch dir sagen, eine wechselnde Frage, je nach Phase. Auch ein bisschen. Jetzt da nicht Theorien aufstellen, ist ja jede Familienkonstellation anders. Wie habt ihr es? Oder du in deiner Familie? Ich denke, was du hast gesagt, ist nicht dumm. Mir hat darum mal ein Bild geholfen. Mir hat mal einer gesagt, wir sollen als Familie on Mission sein. Also Familie nicht trennen von dem, was sonst läuft. Sei es jetzt, ob wir Kirche bauen oder ob wir sonst in der Berufswelt irgendwo dran sind. Nicht die Familie irgendwo abkapseln von dem, was sonst im Leben läuft. Und ich kann mich noch gut besinnen, als ich als kleiner Gil das erste Mal mit meinem Vater, ja, das ist kleiner Gil, 7., 8. Klasse, bin ich mit meinem Vater an seinen Arbeitsplatz gegangen. Und ich habe bis dann nicht gewusst, was mein Vater macht. Ich habe nur gewusst, er geht arbeiten, ist am Morgen früh auf den Zug und am Abend spät heimgekommen. Und dann war er weg. Aber ich kann mich noch besinnen, als ich das erste Mal wirklich mit ihm an den Arbeitsplatz konnte und gesehen habe, was mein Vater gemacht hat, habe ich ganz andere, soll ich sagen, auch Verständnis und auch Bezug zu meinem Vater als, ich sage jetzt mal, Arbeiter, der wirklich ganz viel gearbeitet hat, auch für uns als Familie anfangen zu bekommen. Und mir hat es geholfen, ein Verständnis zu bekommen für meinen Vater, der arbeiten, für den sie daheim mit Schuhe haben, Kleider haben, wir zu essen haben und so weiter. Und was ich merke, ist halt vielleicht auch die ältere Generation, oder? Die hat viel Familie und Beruf trennt. Oder? Du hast daheim vielleicht ganz frühere alte Rollenbilder, hat noch die Frau zu den Kindern geschaut und der Mann ist arbeiten. Und dann ist das wie getrennt. Und ich habe gemerkt, eigentlich müssen wir das gar nicht so trennen, das Ganze so gut wie möglich so zusammenbringen. Jetzt, ich zum Beispiel habe probiert, nie vom Bügeln zu reden. Ich habe nicht gesagt, jetzt gehe ich bügeln. Oh, ich habe es schwer, ich bin ein armer Mann, ich muss jetzt arbeiten. Sondern ich habe gesagt, ich darf arbeiten, es ist etwas Cooles.
ein Fakt. Ich gehe jetzt in die Kirche, ich darf dort arbeiten. Und ich habe schon gemerkt, das hat auch, glaube ich, einen positiven Impact jetzt auch gehabt, wie unsere Kinder auch die Kirche anschauen. Und auch die Kirche, nicht nur das am Sonntag, sondern auch die Kirche als Arbeitsumfeld. Das ist etwas Cooles, ein Fakt, das ist nicht negativ. Ich glaube, das war mir schon auch ganz wichtig. Probieren, das nicht zu fest zu trennen. Klar gibt es ja Trennungen, aber... Ja, und wir haben, also, das haben wir auch von euch lernen, dass wir aber am Sonntag eben wie nicht sagen, wir gehen arbeiten, obwohl wir ja hier arbeiten. Und das Kind auch wissen natürlich und kennen, dass wir wie am Sonntag sagen, wir gehen in die Kirche und nicht arbeiten. Weil es wie ja, unser Entscheid ist. Und wir haben gesagt, als Familie, wir wollen am Sonntag in die Kirche. Das ist unser Entscheid. Das hat wie nicht mit dem Arbeiten zu tun, sondern es tut uns gut. Wir wollen an diesen Ort hergehen. Und das ist auch etwas, was ich das Gefühl habe, unser Kind oder auch das positiv prägt, das Bild auch, oder es wie auch zusammenbringt, aber nicht, dass es eben so ein Müssen ist, sondern wir können frei entscheiden, ob wir in die Kirche wollen. Also, das jetzt so sagst, muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist das, was mich manchmal ein bisschen auch hat. Ich mag jetzt halt an meinem Beruf. Oder? Ich bin früher zum Haus aus. Die Handeln, als die Kinder noch kleiner waren, bist einfach mit ihnen und dann in Kinderexpress. Und wir konnten wie nie zusammen zu Kirche können. Das, wenn ich jetzt ein bisschen zurückdenke, das ist schon etwas, was ich manchmal denke, das ist schade. Also, wenn ich jetzt nicht Prediger wäre, ich würde diesen Sonntag auch ohne Ende. Oder? Schon am Morgen eine riesen Party, dann gehen wir zusammen zu Kirche und dann machen wir zusammen noch Big Fest und Party. Dann gehen wir essen und mich Kirche so richtig zum Familien-Highlight-Mittelpunkt. Oder? Es war halt jetzt ein bisschen schwieriger für uns, aber ich glaube, wir haben es gleich irgendwie hergebracht, dass Kirche nicht blöd ist, sondern cool ist. Das ist ja by the way auch eine ganz spannende Frage, die viele Leute stellen. Dann haben wir wieder Raum. Aber es ist ja auch immer wieder, die Pastorkinder, die müssen ja. Ja? Das habe ich mir immer gewehrt. Aber weil ich habe so viele Bücher gelesen, Biografien, weißt, auch wo Pastoren geschrieben haben, und dann, oder Pastorenkinder, und dann haben die meistens einen Flick vor, wenn ich das so darf sagen. Die haben einfach eine Abneigung gegen Kirche entwickelt. Und das habe ich mir dann so geschworen. Ich habe dann gesagt, es ist zentral, die Kinder die dürfen in die Kirche, aber sie müssen nicht. Natürlich konnten sie nicht daheim bleiben und den ganzen Tag gamen oder Süßes essen. Dann habe ich gesagt, das ist gut, wer nicht zur Kirche will, der kann das Zimmer aufräumen, der kann Aufgaben machen, der arbeitet, der macht einfach etwas Sinnvolles daheim. Aber dort hat jedes Kind seine eigene Phase durchleben. Und das ist für mich völlig okay. Aber es ist mir gerade in den Sinn, was du vorhin geredet hast, ich bekomme so herzig von einer Familie immer wieder SMS, wo sie mir, egal in welcher Situation, die einfach, entweder sind sie live vor Ort am Sonntag und die Predigt geniessen mit ihren Kindern, oder von den Ferien, wo sie Livestream schauen. Oder dann ist jemand krank, dann schickt sie mir von daheim auf dem Sofa. Das ist das Normalste und Schönste der Welt, dass die zusammen wie zu Kirche gehen. Auf kreative Art und Weise. Und es ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, als du das gesagt hast. Es ist, du definierst für deine Familie, was Priorität hat. Und für mich, ich kann das fast nicht trennen. Weisst, Kirche, Privatleben, oder nicht einmal Kirche, sondern der Glaube und dann Beruf, Privatleben, weil der Glaube geht ja in alles sicher. Der ist überall. Und schlussendlich, du sagst immer, wie viele Prioritäten es hat. Und das gibst deinen Kindern weiter, das gibst deiner Familie weiter. Ja. Ja, wir haben auch schon gemerkt, dass es bei uns, es ist wie, bei uns müssen die Kinder auch nicht in die Kirche, aber sie sind ja noch so klein, dass sie nicht einfach so allein daheim sein können. Und wir haben schon manche Situationen gehabt, wo wir auch zueinander haben gesagt, wenn wir zum Beispiel in den Ferien sind und dann sind wir irgendwo und dann diskutieren wir darüber, wo könnten wir in die Kirche oder wollen wir Livestream schauen oder was auch immer. Und es gibt so viel Diskussionspotenzial und auch Entscheiden, die man fällen muss. Und die wollen vielleicht und die anderen nicht, die Kirche und wie auch immer. Und dann sagen wir auch wieder zueinander, es ist so gut, dass wir das eigentlich entschieden haben und geklärt haben, dass wir am Sonntag einfach in die Kirche gehen. Weil manchmal hat man ja nicht gerade Lust, vielleicht, oder mein Kind nicht, oder ist am Spielen und will weiterspielen. Und dann sagen wir auch zueinander, wenn wir das immer müssten, wie entscheiden, ob wir jetzt gehen oder nicht, könnte es sehr viel Konflikt auch geben und wie Unstimmigkeit. Aber es ist wie einfach gegeben. Und wenn mal etwas ist, anders ist, kann man schon schauen. Aber es ist so ein Grundsatz. Und wir haben auch gesagt, es bringt so viel Ruhe in unsere Familie rein, weil es geklärt ist. Und das schätze ich sehr, ja. Und weißt, warum machen wir es? Was gibt es nicht?
Was bringt es? Man könnte sagen, es ist ein Gesetz. Wir gehen zu Kirche, weil Gott hat Freude. Und sonst hat er uns nicht gern. Oder es steht in der Bibel, wegen dem müssen wir es machen. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, was generiert das? Was bringt es uns? Ja, es tut ja gut. Ja. Ja, und manchmal ist man ja vielleicht nicht parat. Jetzt hat so viel Stress oder was, weil man das Gefühl, ja, ich mag gar nicht, ich mag nicht noch etwas Neues oder was hören. Ich kann mich gut erinnern, wo wir ja Zwillinge bekommen haben. Das war wirklich auch körperlich sehr intensive Phase, wo dann, manchmal, ich habe einfach gesagt, wir haben es so knapp am Morgen die Celebration auf den Stuhl geschafft. Aber das war nicht Zeit, wirklich für lange Lesepläne zu machen am Morgen. Nichts. Also wirklich, es ist einfach nicht gegangen. Aber wir haben einfach probiert, irgendwie es zu schaffen in die Celebration. Irgendwie müde oder nicht, irgendwie unser Herz aufzutun. Und dann ist etwas passiert. Nicht immer gleich, nicht immer eine Idee oder was auch immer, aber immer ist etwas Gutes passiert. Ich glaube, das ist schon Gott, weil er wie da ist, mir einen Schritt auf ihn zu machen, der einfach hilft für auch strenge Phasen. Ja, wenn ich auch zurückschaue, wenn man gefragt hat, ja, was ist wichtiger, Zeug oder so, das kannst du gar nicht so sagen. Aber eins, wo ich wirklich voll dahinter stehe, kann ich wirklich sagen, das Programm, das zu machen, eigentlich mindestens wöchentlich Gott so wie einzuladen in die Familie, ist bei uns jetzt sehr, sehr kraftvoll. Das kann ich auch von mir sagen. Wenn ich nicht jeden Sonntag... Klar, ich habe das Privileg, dass ich muss, in Anführungszeichen. Du hast von Gesetz gesagt, ich würde es jetzt nie wie ein Gesetz anschauen. Aber mir hilft es müssen. Zu sagen, jetzt muss ich halt einfach zu killen. Und meistens gehe ich sehr gerne. Aber es gibt ja Momente, da einfach weisst, ja, jetzt muss ich predigen. Oder ich habe jetzt meinen Job, den ich muss, in Anführungszeichen machen. Und ganz ehrlich, mir tut es immer gut. Immer. Auch wenn ich predige, es tut mir immer gut. Ich kann immer etwas mitnehmen. Und dann merke ich, ja, oder es gibt auch der Familie, ich spüre es so bei unseren Kindern, es hat ihnen wie einen Rahmen gegeben. Sie haben gewusst, am Sonntag, dieser Tag gehört gar nicht uns. Das haben wir den Kindern von Anfang an gesagt. Das ist eigentlich der Tag, wo Gott gehört. Ihr dürft auch daheim bleiben, ihr müsst nicht zu Kirche kommen, aber wir gehen dann zu Kirche, weil dieser Tag gehört wie Gott. Und wir lesen ja in der Bibel, oder? Wenn du den 7. Tag, also jetzt je nach Kalenderrechnung, wie man es anschaut, ist es der 1. Tag der Woche oder der 7. Ein Tag, den Gott gibt, am 7. Tag, wo Gott geruht hat, oder? Wird er dir eigentlich alles andere für die längeren 6 Tage zurückgeben, die du brauchst. Und ich glaube, das ist schon das Geheimnis dahinter. Wenn du diesen Tag ehrst und priorisierst, es kommt alles zurück. Und wir sind sogar so weit gegangen, vielleicht halt auch beruflich, gell, das kann ich jetzt nicht sagen, etwas genau so radikal durchgezogen. Aber gell, wir sind halt nicht an Schubmatchen, nicht Hockey-Matchen, nicht noch dieses und jenes und eins. Am Sonntag war einfach Kirche, Punkt. Und ich glaube auch, wenn ich zurückschaue, ist das auch schon eines von meinen Geheimnissen, vielleicht, oder unseren Geheimnissen, vielleicht halt ungewollt oder nicht einmal bewusst, ja, wo Zusammenhalt hat gegeben in unserer Familie und Gott priorisiert hat. Wenn ich mir überlege, was der Sonntag mir am meisten hat gebracht hat, ist es, wie der Blick hat gewechselt. Wenn ich etwas im Innen war, das mich gestresst hat, das mir Angst hat gemacht oder wo ich eine Antwort brauchte, das ist meistens am Sonntag passiert. Irgendwie in der Musik, weisst, Worship innen, zack, wo krass, Gott hat geredet. Oder in der Predigt innen. Wie ein Blick. Der Blick, wie heisst es, Blickwechsel? Oder Blickwinkel, der hat gewechselt. Einfach irgendeine neue Perspektive hat mir Gott gegeben. Er hat einfach geredet, in das, was gerade aktuell war. Ja, das ist bei mir auch so. Ich erlebe das so viel, dass Gott in der Celebration redet und ich Sachen mitnehmen kann, die mich weiterbringen. Ganz konkret auch. Oder ich weiss noch einmal, als die Kinder ganz klein waren, habe ich schon beim Beck bin ich zu laufen und habe mich eine gefragt, die hier in Kiel ist, wie geht es dir? Dann habe ich angefangen zu rennen, weil ich gerade so nicht mehr mögen. Und ich habe schon Ermutigung bekommen. Und wie so viele verschiedene Arten, wo Gott schon so viel hat da in meinem Leben. Und wenn ich so reflektiere, ist es viel auch so, dass ich gerade Anfangswoche so eine Power habe. Im Montag, das ist ein cooler Tag, weil ich bin wie aufgetankt, aufgefüllt, aufgefrischt. Und Ende Woche nimmt es wieder ab. Ich sage, es ist immer gut, wenn wieder Sonntag wird. Weil wirklich... Wieder neu. Ja, manchmal. Nein, es reicht meistens bis am Sonntag. Aber das Coole ist eben, dass du kommst. Weil viele sagen, weisst, ich hatte keine gute Woche oder ich hatte einen schlechten Tag, wegen dem
komme ich will mir den Leuten nicht zumuten. Und eigentlich wär's, also ich kann das so nachvollziehen. Aber eigentlich wäre genau dann das Beste. Du gehst unter die Leute, du gehst zu Kirche und lass dich wieder ermutigen. Ja, und ich glaube, Kirche ist ein Ort wie kein anderer, ist eben auch Familie. Du kannst wirklich kommen, wie du bist. Ja. Und Ja. halt, wenn du nicht viel zu bieten hast, hast du halt nicht viel zu bieten. Das macht wie Ja, nichts. Ganz genau. Das ist ja sind das ganz Herz viele von Gott, wir sollen Ja. kommen, wie wir sind. Ja. Das ist ja, glaube ich, uns wichtig. Die Leute dürfen am Sonntag oder einfach kommen, wie sie sind. Ja. Und das kann nur Kirche. Ich liebe das, die Unterschiedlichkeit der Leute, die ja alles verschiedene abdecken. Und wie, auch bei den Kindern. Das ist so schön zu sehen. Aber zusammenfassend würde man sagen, ja, wir priorisieren Kirche nicht, weil es unser Job ist. Der Job ist eigentlich unter der Woche, du hast es so schön gesagt. Wir gehen am Sonntag gar nicht bügeln. Wir gehen zur Kirche zusammen. Vielleicht halt nicht zusammen, weil die Zeiten verschieden sind, wo wir gleich einen Einsatz haben. Das ist ja das, was wir eigentlich ausdrücken, unsere Anstellungsbedingungen. Es ist eigentlich niemand für den Sonntag angestellt. Nicht einmal die Handel und ich, und das Tabi auch nicht. Es sind alle ehrenamtlich da. Weil wir damit sagen, wir wollen dann nicht berufsmässig zu Kirche gehen, sondern mit unserem Herz, unserer Leidenschaft zu Kirche gehen. Und das ist ja etwas, das jeder priorisieren kann. Also da sind wir dort nicht einmal, auch wenn wir jetzt dort halt vielleicht meistens auf der Bühne oder neben der Bühne Einsatz haben, ganz anders als die anderen. Wir sind eigentlich auch genau freiwillig da, in Anführungszeichen, wie alle anderen auch. Wir entscheiden uns zu gehen. Ich glaube, das hilft unserer Familie.